Uh. Ja, hallo. Seht ihr mich? Eine Frage. Seht ihr mich? Weil YouTube sagt, man sieht mich nicht. Hallo Little Ghost. Hallo Mike Aal. Hallo F. Förster. Seht ihr mich? Ja, Servus Yogi. Seht ihr mich? Das wäre echt eine wichtige Frage. Ja, okay, super, ihr seht mich. Das ist gut. Ziemlich kleines Bild. Das ist sehr gut. Genau, perfekt. Da machen wir mich doch mal größer. Holen wir mich mal hier rein. So, jetzt müsstet ihr mich ein bisschen größer schon sehen. Jetzt besser das Bild? Größer? Mike? Wie ist das Bild jetzt? Seht ihr mich jetzt größer? Das ist für mich auch Neuland, weil ich habe mir nämlich eine Webcam extra geholt. Und da bin ich auch am Rumexperimentieren. Relativ klein noch. Okay, ich sehe es leider nicht. Ich aktualisiere einfach hier mal die Seite. Einen Moment. Ah, okay, jetzt. Sehr gut. Ich sehe jetzt gerade hier drin die Werbung von Wix. So, die überspringen wir jetzt, die Wix-Werbung. Ah, sehr gut. Ja, okay. Gut. Passt. Ich muss dann, weil ich muss das mit OBS machen. Ich schaue jetzt mal, dass ich mich hier zum Vollbild aufblase. Schauen wir mal. Vollbild, 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 Vollbild. Ne, aber ich schaue mal, dass ich mich selber größer skaliere. Das haben wir gleich. So, größer wird es glaube ich nicht mehr. Müsste es dann auch gleich bei euch ankommen? Ja, genau. Ja, drei Viertel. Ist ja wurscht. Funktioniert sehr schön, weil, wie gesagt, neue Webcam gekauft. Ich tu mal kurz in der WhatsApp-Gruppe Bescheid geben, dass ich gerade live streame, dass dann die Kollegen auch noch mit dazukommen. Sehr schön. Das freut mich. Ja, jetzt hat. Jetzt kommt die Änderung, also ist ein bisschen zeitverzögert, aber jetzt ist sie da. So, dann gehen wir kurz mal auf den Kanal. Tun wir hier mal. Super. So. Bin sofort wieder bei euch. Hey, yo, der Zim ist auch schon da. Super. Ja, Wahnsinn. Nee, bei mir ist das alles neu, weil ich habe Webcam mir auch geholt, damit ich hier auch eine bessere Bildqualität abgeben kann. Und ich arbeite ja generell auch bei anderen Sachen mit diesem Mikro. Passt. Sehr gut, Sim. Freut mich auch, dass du da bist. Mega. Genau, ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich sondeln gehen und nachdem unser Sohn Fußballturnier oder Fußballfest hatte, hat das jetzt alles nicht so hingehauen und dann sah das so aus, als wenn ein Gewitter kommt, deswegen verschiebe ich das auf morgen. Haben wir gedacht, Mensch, Ingo, Servus. Haben wir gedacht, Mensch, mach doch mal einen Livestream, probier doch mal deine neue Kamera aus und das mache ich gerade eben. Genau, sehr schön, das freut mich. Schön, dass ihr alle da seid. Super Sache. Genau, und dann würde ich sagen, Mai Sonneln, ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich, aber machen wir dann morgen. Wenn es nicht regnet, sieht momentan relativ schlecht aus vom Wetter her. Ich finde es lustig, weil ich bin hier in der OBS-Software, mit der ich das mache. Da ist alles 1:1. Und wenn ich beim YouTube-Livestream reinschaue, da ist das alles nicht 1:1. Das ist alles verzögert. Ich drehe euch mal um, dann seht ihr das vielleicht. Genau, nee, nicht wirklich.
So, jo, genau. Jedenfalls ist ja wurscht. Muss ja nicht alles eins zu eins sein und wie du schon sagst, sind vielleicht irgendwie ein bisschen strange. Bei euch ist Land unter, Ingo. Okay. Ja, bei uns sieht es so aus, aber es kommt irgendwie nicht runter. Und jetzt haben wir dann gerade eben den Pool ausgeleert, nachdem jetzt das Wasser 3, 4 Wochen drin war und haben frisches Wasser rein. Jo, genau. Euch geht's allen gut, hoffe ich. Ich würde mal sagen, ich hau jetzt, glaube ich, mal ein bisschen freie Musik rein in den Hintergrund, damit es nicht gar so ruhig ist für mich hier und für euch. Schauen wir mal, was wir hier, was nehmen wir denn da? Ja, genau, das ist gut. Genau, das lassen wir jetzt schön im Hintergrund laufen, dann haben wir hier schön Musik. Bei euch ist der Pool auf der Straße, sehr gut. Ich trinke einen Tegernseher. Ich wollte eigentlich das normale Tegernseher haben, aber es gibt aktuell bei uns im, was ist das jetzt? Früher war es Markov, jetzt ist es Edeka, da gibt es zurzeit leider nur das Spezial, aber das ist auch gut. Hey Franz, schön, dass du auch da bist. Oh ja, dann herzlichen Glückwunsch an deine Jungs. Happy Birthday. Schön, dass du da bist. Tut's gescheit feiern. Und Prost auf euch. Ja, im September komme ich rum, Ingo. Im September bin ich dann beim Brüche aus seinem Event und da sehen wir uns ja dann. Und ich freue mich. Der Zim ist ja dann auch da freue ich mich auch drauf. Und das wird richtig lustig, würde ich sagen. So, jetzt sind wir schon 8 Zuschauer, das ist super. Freut mich auf die spontane Aktion hin. Und nachdem es in Nordrhein-Westfalen anscheinend regnet, ich weiß nicht, wie ist es sonst so, Little Ghost, Mike Aal, wo seid ihr her? Ja, mega, Ingo, das wird mega lustig. Und das ist gar nicht mehr so weit weg. Danke Franz, dir auch. Tu schon feiern. Ist echt interessant, wie zeitverzögert die Live-Videoanzeige bei YouTube ist. Das ist echt merkwürdig. Ah ja, nein. Servus Marco. Moin. Ja, wie sieht's bei euch aus mit den Feldern, Leute? Sind bei euch die Felder schon abgeerntet? Seid ihr schon fleißig beim Sondeln unterwegs? Oder ist es wie bei uns hier in Ingolstadt, dass noch das meiste steht auf dem Acker? Sorry. Ja, super, Ingo. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich komme am Freitag. Dann sehen wir uns dann abends auf alle Fälle. Samstag natürlich. Und am Sonntag ist dann wieder Heimreise angesagt. Das ist echt lustig. Ich sehe immer im Augenwinkel links mich selber. Hey, yo, 15-inch Digger. Hi to Denmark. Nice to read you. And do you like the orcs? Morgen geht's aufs Feld. Das hört sich gut an, Marco. Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich heute, aber Sohn hatte Fußballfest, deswegen hat es da schon nicht geklappt. Und dann ist es recht dunkel geworden. Da haben wir dann lieber den Pool neu gemacht, weil ich auch nicht einschätzen konnte, kommt jetzt Regen oder nicht, weil das Feld, wo ich hin wollte, ist ziemlich weit weg.
Pissingtaler Schatzsuche, ich grüße dich. Servus. Genau. Und morgen habe ich auch vor, aufs Feld zu gehen. Da möchte ich einfach mal gucken, wie es aussieht. Ja, das stimmt, Ingo, ja. Aber wurscht, ich möchte endlich mal wieder, mich juckt so unter den Fingernägeln. That's great, 15-Inch-Digger. We had a nice chat. Also der 15-Inch-Digger aus Dänemark, der hat mich mal angeschrieben gehabt in der Vergangenheit wegen dem Orks. Und der ist aus Dänemark. Der hat relativ viele Detektoren. Ich habe gerade Mr. 15-Inch-Digger. You told me, if I have it correctly in my memory, that you have like 4 or 5 metal detectors and very good ones, and you were deciding to if you're gonna get the orcs or not. And I just told the German viewers about our chat we had in my comments. Yeah. Ja, super schön. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Jetzt sind wir schon 11 Leute. Das ist super. Das Einzige, was mich verwirrt, dass das Bild da oben irgendwie so Zeit wird. Ich muss jetzt, das macht mich selber verrückt. Ich überlagere das jetzt mit dem vom OBS-Studio, weil dann sehe ich mich wenigstens in Echtzeit. Und ich hoffe, ihr seht mich in Echtzeit. Das würde mich mal interessieren. Blöde kleine Fruchtfliege. Jetzt machen wir mal einen Test für mich. Gehst du weg? Einen Test für mich, damit ich sehe, bin ich in Echtzeit da. Wie viele Finger halte ich gerade hoch? Okay, ihr seht mich zeitverzögert, das ist interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Alles klar, dann seht ihr mich zeitverzögert. Okay, passt. Dann haben wir Zeitverzögerung drin. Nur, dass ich das für mich selber weiß, interessant, weil ich habe eigentlich Glasfaser und dass das so träge ist ja wurscht. Genau, was schreibt ihr denn? Das kommt schon, Ingo. Geduld, Geduld. Also der 15-Inch-Digger sagt, er hat 6 Detektoren. Und er hat echt gute gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das genau waren, aber das waren echt sehr gute Detektoren. Und da muss ich auch den Orks in der Kategorie einordnen, weil er wirklich auch sehr gut ist. Eine super Medaille gefunden. 925er Silber aus Göttweinstein. Super, gratuliere. Sehr gut. Freut mich. Sehr schön. Nicht zeitverzögert. Okay, ist ja gut. Weil ich habe jetzt das Bild für mich, weil mich macht das verrückt, weil ich sehe mich immer, aber ich sehe mich immer Sachen machen, die ich vor einer Minute gemacht habe. Und ich muss mir jetzt erstmal mit dieser Webcam hier auseinandersetzen, weil vorher habe ich es mit dem Handy gemacht. Und ich wollte jetzt davon weg, dass es wirklich hier dediziert eine Webcam gibt, mit der ich das machen kann. Das passt. Ja, ich freue mich jetzt auch schon. Also jetzt ich habe vorher nachgeschaut, das letzte Sondel-Video habe ich in meinem Kanal hochgeladen. Wann war das? Das war irgendwann im Mai. Und das ist schon ewig her und mich juckt es echt. Ich möchte unbedingt mal wieder sondeln gehen und den Orks ausführen und schauen, was sich da finden lässt. Sehr gut. Ja, das muss ich mir anschauen. Also ich habe mir vereinzelt ein paar Sondelvideos angeschaut, aber nicht wirklich. Und werde ich jetzt dann angucken. Und es hört sich auf alle Fälle gut an, Pissingtaler Schatzsuche. Muss ich mir angucken. Super Medaille. Cool. So, jetzt sind wir wieder nur 10, ist wieder einer weg. Jetzt schauen wir gerade, was die Gruppe sagt. Hat keiner gelesen. Jo. Na genau, also wie gesagt, heute anstatt Sonnel-Video machen wir das hier. Danke. Thank you, 15-Inch-Digger. Also der hat einen Equinox, einen Excalibur, einen Makro Cruiser und zweimal den Sovereign GT, einen Garrett Sea Hunter, Mark II und den Orks, genau. Ja, ich freue mich, Mike. Ich bin froh, dass es so trocken ist. Also ich muss dem Ingo auch schon recht geben, weil wenn es feucht ist, sind bei mir die Münzen auch häufiger zu finden. Und morgen habe ich vielleicht Glück, weil morgen soll es wirklich am Vormittag bis ungefähr um 2 oder sowas regnen und dann
würde ich losgehen, weil dann ist der Acker oberflächlich ein bisschen feucht, drunter ist er trocken und dann wird es nicht so die Mega-Schlammschlacht. Danke, Marco. Ja, ich versuch's gerade, aber ich muss jetzt da oben, da muss ich jetzt hier und an den Seiten stutzen. Da habe ich mir extra so einen Bartrasierer. Ich schneide mir die Haare selber, aber mit dem Rasierer für die Birne konnte ich den Bart nicht schneiden. Da haben wir jetzt extra, war im Angebot so einen Bartrasierer geholt und den muss ich jetzt dann hier wieder sauber machen. Ich versuch's mal wieder und versuche jetzt hier unten eine Länge hinzubekommen, aber es kann auch sein, wenn es mich langweilt, dass es wieder weg ist. Aber Dankeschön. Sehr gut, Ingo. Das machst du echt gut. Also der Ingo braucht echt einen Plattenvertrag. Also wer den Ingo nicht kennt, Tomorrow's Lost History, so heißt auch sein YouTube-Kanal, schaut da mal rein. Und der Ingo, ich muss ihn echt loben. Ihr müsst wirklich, und ihr seid es auch. Ich habe die Leute, die jetzt gerade hier drin sind, ihr habt alle einen guten Humor. Und der Ingo, der hat das Herz am rechten Fleck. Und der macht die ganze Zeit Sonderlieder. Und der hat mir auch zum Geburtstag ein Lied gemacht. Und der Ingo ist der Wahnsinn. Also ich habe mich echt bepinkelt vor Lachen und der macht tolle Sonderlieder, die sind wirklich basierend meistens auf bekannten Liedern, die jeder kennt, von der Melodie her. Super, einfach mal reinschauen, gebt es Ingo eine Chance. Wenn es euch gefällt, gebt ihm einen Daumen hoch und ein Abo, weil das ist einfach extrem lustig. Und ich freue mich, dass der Ingo seine Zeit so investiert und da wirklich viel Hirnschmalz auch reinsteckt und auch Gesangskünste, die ich nicht habe. Super, absolut. Oh, jetzt sind wir 15 Leute schon. Wow, cool. Angefangen haben wir mit 7. Sehr schön. Also an der Stelle nochmal Servus an alle, die neu dazugekommen sind auch. Ja, das mag ich. Sowas finde ich super. Bissingtaler Schatzsucher mit Knacksen, wie das Wasser sprudelt und so weiter. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Servus Coinhunter Südwest. Grüße zurück aus Bayern in die Pfalz. Mega. Also wie gesagt, ich hocke gerade gemütlich hier, nachdem ich nicht beim Sonneln bin. Gönn mir einen Tegernseer Spezial und lass es mir gut gehen. Jetzt muss ich echt mal in meinem Kanal reinschauen, weil ich bin bis jetzt nur einmal hier live gegangen bei meinem Metalldetektor-Kanal. Wenn mich nur interessiert, wie das hier aussieht. Creator Studio. Ah ja, steht sogar da, dass ich gerade currently live bin. Okay, cool. Ich muss das alles mir angucken, weil ich möchte auch besser werden in Zukunft, was euch auch entgegenkommt. Da genau, da steht's. Your current live. Naja. Bis zu 850 Euro für. Nein, Werbung. Böse. Okay. Ah ja, hier steht's. Peso Live. Genau. Okay, gut. So, gehen wir mal hier wieder zurück, dass ich eure Kommentare lesen kann. Heiko, ich grüße dich. Sehr schön. Das Bier ist echt super lecker, aber ich muss ehrlich sagen, das normale Tegernseer schmeckt mir besser. Das Spezial ist schon nicht schlecht, aber das normale ist einfach um Welten besser. Post 15-Inch, Digga. Ja, danke Ingo. Lieb von dir. Merci. Hallo Erdschatz. Mensch, wir haben hier noch jemanden aus der Pfalz. Du aus der Oberpfalz. Gott der Hals, absolut. Sehr gut. Chiemseer, auch okay. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich wollte eigentlich heute ein Sondervideo machen. Jetzt sind wir gerade beim Livestream. No, I don't have Instagram. I was thinking about trying out Instagram, but I don't think that's my platform. I don't know. I don't have Facebook either.
I never had it, I don't want it. Hey Seppel, servus, sehr schön. Das ist ja schön, dich hier auch zu haben. Der Seppel, der hat mich vor kurzem angeschrieben und der hat auch schon was ganz Tolles gefunden und hat auch seine erste Fundmeldung auf den Weg geschickt und sieht gut aus, liegt gerade bei der Frau Zindel. Ich hoffe, ich darf das sagen, Seppel, aber ich denke, ist in Ordnung, weil du machst es ja so, wie ich es ja auch versuche, euch zu sagen. Und der Seppel, der findet gute Sachen und ist aus meiner Ecke. Danke, Inga. Ja, kommt nach Köln, lernt mich kennen. Mich freut es auch. Ihr habt es ja gesehen, also wer jetzt die Videos nicht von mir gesehen hat, wo ich bei der Schatzsucher-Rallye vom DTI in Köln war, wo ich meinen Sponsor besucht habe, das wirklich das Allerwichtigste für mich, und das habe ich ja auch im zweiten Video gesagt, das ist einfach die Leute kennenlernen. Also ich sonnel gar nicht mit, weil diese Massen-Sonnel-Events, das ist nicht meins, und ich wollte auch die Zeit nutzen, weil so viele Leute aus Nordrhein-Westfalen sind die Ecke, die ich nur kenne vom Schreiben, manche über DTI halt, über WhatsApp-Gruppen, wo wir drin sind, wie zum Beispiel den Heiko und so weiter, Ingo, dass ich einfach mal die Leute in echt sehe und mit denen ratschen kann, und das sind so liebe Leute und das war einfach herrlich, und das muss ich echt sagen, da freue ich mich jetzt dann auch, genauso wie in Brüche Markus kennenlernen und jetzt dann im September wieder beim Brüche. Fühl dich auch gedrückt, Ingo. Yeah. Well, do you have Instagram? I think most, you're probably younger than I am. I was watching some channels and I tried to find out some informations about the metal detectorists in there, and they were all younger and they all had Instagram, and I never had it. I think it would be useful to have it, but I don't need it, I think. Ja, da ergibt sich schon noch ein anderes Event. Also Pissingtaler Schatzsucher, ich bin auf alle Fälle am Chiemsee-Event. Ich hoffe, das wird stattfinden. Also ich habe mein Zimmer schon gebucht vor einem Monat oder sowas. Und ich war ja letztes Jahr im Oktober am Chiemsee. Und da hat es mich auch sehr gefreut, weil ich da schon viele Leute kennengelernt habe, die ich dann auch noch nicht in echt gesehen hatte. Und da freue ich mich jetzt dann dieses Jahr auch drauf. Ich hoffe nur, dass das Ganze stattfindet. Jetzt sind wir 16 Leute. Das ist sehr gut. Hört ihr mich gut vom Ton? Ich muss nur kurz schauen. Mic Audio. Das passt. Also Mikrofon ist tatsächlich dieses Jahr. Wie gesagt, das ist für mich alles Neuzeit. Ah, du bist 39, okay. Ich bin 46, bist noch jung. Mike, sag deinem Hund schöne Grüße und wir sehen uns am Chiemsee. Ja, das schaffst du. Die Austrian Treasure Hunters, die kommen ja auch. Also ich hoffe, dass alle da sind. Da habe ich es ja letztes Jahr auch das erste Mal in echt gesehen, Pissingtaler Schatzsucher. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass du auch da bist. Ton ist top, das hört sich gut an, das freut mich. Yes. Super. Was hast du jetzt gelöscht, Erdschatz? Hast du einen schmutzigen Witz gepostet? Ich möchte ihn lesen. Danke. Super. Ja, der Ton von der Kamera ist auch nicht schlecht. Also ich habe mir da eine gute Logitech gegönnt, weil ich die auch für andere Sachen brauche. Aber der Ton ist halt einfach wirklich besser, wenn man den direkt vor der Nase hat. Und dann auch mit dem Plopfilter, weil ganze Gespotze und Dings immer besser. Die schicke ich dir zu, mache ich, Seppel. Genau, hier ist nichts geheim. Ja. Und finde ich echt toll. Wie gesagt, mich freut es ja, wenn ein Video anscheinend auch Wirkung hat, wie zum Beispiel auf den Seppel, dass er mich dann angeschrieben hat, dass er eine Frage hat zur Fundmeldung und ich ihm helfen konnte, er die Fundmeldung auf den Weg gebracht hat, er auch schon Antwort hat vom Denkmalamt. Ein Traum, da kann ich nur glücklich sein und freue mich. Aber E-Mail lasse ich dir zukommen. Hey, sehr gut, Erdschatz Detecting History, da freue ich mich. Das wird mega. Also, ich fand es letztes Jahr auch super, gerade die Location. Du bist ja wirklich direkt am Chiemsee und das ist super.
Aha. Ich habe gedacht, du hast einen guten neuen schmutzigen Witz, den ich noch nicht kenne. Thank you, 15-inch Digger. And cheers. Ah, herrlich. Ja, und sonst, wie sieht's aus bei euch? Ihr habt alle Detektoren, habt ihr euch irgendwas Neues jetzt in der Sommerpause geholt oder habt ihr vor, irgendeinen neuen Detektor zu holen? Was ich ein bisschen schade finde, dass jetzt doch nicht so viele Detektoren auf den Markt gekommen sind, wie ich erhofft hatte. Ich habe wirklich gedacht, dass Garrett auch was Neues rausbringt. Vielleicht kommt noch was. Ich glaube es weniger. Mehr Ingo, das glaube ich dir. Aber wie gesagt, was meinst du, wie weit es für mich weg ist, da nach Köln zu kommen? Das ist ewig. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich habe mal geschaut, Flixbus, weil mir irgendein Arbeitskollege gesagt hat, hey, fahr doch mit dem Flixbus, das ist voll günstig und voll super. Und da wird die einfache Fahrt von hier nach Köln 11 Stunden dauern. Ja, der Preis, da muss man nicht drüber reden, mega günstig. Aber da hockst du 11 Stunden in so einem Bus drin. Und wenn du rausgehst, eine rauchen, das hat mir nämlich auch einer erzählt, diese scheiß Fruchtfliegen, und du gehst zu weit vom Bus weg, der Bus fährt dann. Und dann ist dein Koffer und alles in diesem Flixbus und der ist weg. Ansonsten hockst du 11 Stunden drin und stirbst wahrscheinlich während der Fahrt, weil du einfach 11 Stunden in diesem Bus drin sitzt. Also ich bin ja letztes Mal hingeflogen und mit dem Zug zurückgefahren, weil ich einfach keinen Bock auf den Stress hatte. Naja, schauen wir mal. Hey, German Köln hat das. Sehr schön. Grüße euch. Huhu. Hello. Ja, ich hoffe, dass von Garrett was kommt. Ich warte schon die ganze Zeit. Ihr habt die Janina schon genervt, die sagt, ich weiß nichts. Und im Internet habe ich auch geschaut, da steht auch nichts drin. Okay, du willst vom Deus auf den Rutus, Alter, wechseln. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde ja gern mehr mit Garrett dann auch wieder Sachen anschauen und ich bin echt gespannt, was die rausbringen, weil die müssen wirklich Gas geben, dass die da was Interessantes rausbringen. Gerade im Kampf gegen den Orks und den Deus. Mal schauen. X5 von Quest, okay. 169 Flocken. Okay, hört sich cool an, Ingo. Also XP hat mich auch gewundert, aber wahrscheinlich wegen dem Orks, dass sie das nicht gemacht haben. Jetzt haben wir ja 10 Jahre Deus, wo ich mir gedacht habe, da kommt bestimmt irgendwas. Naja, ja genau. Also ich hocke hier in meinem Arbeitszimmer, das ziemlich chaotisch noch ist, seitdem wir hierher gezogen sind. Ist auch schon wieder 4 Jahre her, aber es ist, ich habe einfach keine Zeit und bin einfach extrem faul auch. Und ihr seht jetzt hier gerade noch so ein Teil, eine aufgeräumte Ecke meines Arbeitszimmers. Aber hier unten ist mein Reich und da hocke ich ganz gerne. Ja, das stimmt, German kein Hand. Also, ja, ich gebe dir nicht ganz unrecht. Vor allem, die bauen gern Panzer und wenn, dann ist es auch wieder ein Panzer. Also ich glaube, so ein Deus-Verschnitt kann ich mir von Garrett auch sehr schwer vorstellen. Ich bin gespannt, ja. Die Amis sind zufrieden, das stimmt. Aber sie haben auch den European Market. Es wäre mal interessant, ob Garrett vielleicht auch mal überlegt, dass sie das irgendwie in einer Tochterfirma aufmachen. Garrett EMEA oder irgendwas, wo sie einfach sich mit dem Boden in Europa auseinandersetzen und auch mit den dort vorhandenen Funden, die ja wieder ganz anders sind als die Funde in den USA. Das wäre eigentlich eine coole Idee, die mal anzuschreiben. So, hey, was haltet ihr davon? Macht's doch einfach Garrett EMEA. Mhm. Minelab Vanquish is coming. Next Xterra, okay. Schau ich mal kurz nach, der hat mir, sagt mir nix. Minelab Vanquish. Schauen wir mal. Minelab Vanquish, da ist er schon. Okay. They even have a video, I see this here, 3 days ago. Unearthed Victory. Ah, okay, this is a video. I don't want to watch a video.
Ah, okay. Looks interesting. Okay. Ja, so ist es, Ingo. Toni, schreib mich an, okay? Wegen den 10%. Schreib mir eine private Mail. Meine Mailadresse findest du in meinem Kanal. Oder schreibst dir einfach auf. Oder ich schreib's dir hier rein. Schreib mir einfach, Toni, okay? Also das Peso und TV, das schreibt man zusammen. Ja, das ist auch das mit den Kabeln, was ich auch nicht verstehe. Ich meine, ähm, das wäre für mich auch ein Novum, kein Kabel mehr zu sehen. Das ist einfach wirklich was Praktisches. Und da würde ich mich auch. Jo, gerne, Toni. Das verstehe ich auch nicht mit den Kabeln. Also da würde ich mir auch wünschen, dass die Nachfolgedetektoren ohne Kabel unterwegs sind. – 14 Leute sind wir gerade. Cool. Ja, ansonsten alles gut bei euch. Irgendwelche Fragen, Wünsche? Genau, Ingo. Da freue ich mich auch schon drauf. Mega. Ja, ich freue mich. Ich habe in der Airbnb-Unterkunft, wo ich letztes Mal war, da ist alles voll gewesen und habe im Haus Hodenstall, das heißt, glaube ich, Odendal, aber über Hodenstall konnte ich mir als Eselsbrücke das merken, habe ich das letzte Zimmer noch bekommen. Und das ist ungefähr 5 Gehminuten, 7 Gehminuten entfernt. Ich bin dabei. Jo, ich bin dabei, Pete. Oder Steffi, ich weiß ja nicht gerade, wer von euch beiden schreibt. Ich bin da. Ich habe schon Zimmer gebucht. Ich komme Freitag und Sonntag geht es dann wieder zurück. Und ich freue mich schon. Das wird richtig lustig und mega. Ich habe ja den Wirt Peter, den habe ich ja überredet, dass, also Quatsch, nicht ihn, er ist ja eh da, aber die Inge habe ich ja überredet und da kann ich nicht da sein. Das sehe ich auch so. Und das muss irgendwie, glaube ich, ein recht guter Kroate sein. Ah, dann lass du mal schön, oder tu sie mal, du kannst sie so ein bisschen ärgern beim Schlafen. So feuchten Fuzzi ins Ohr und sagst schöne Grüße vom Peso. Ja, jedenfalls in diesem Odendal, das scheint ja ein guter Kroate zu sein und die haben da recht angenehme Hotelzimmer und das ist wenigstens noch in der gleichen Ortschaft, weil die anderen Locations sind dann weit außerhalb, also in der nächsten Ortschaft. Da bin ich ganz froh, weil wie gesagt das Airbnb-Ding voll ist und im September sind sehr viele Messen in Köln, deswegen sieht es ja auch recht mau aus mit Hotelzimmern. Und gerade Hotelzimmer, Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe von dem Event von Markus. Hodenstall ist echt gut.
Mein Bier steht so weit weg. Ich muss jetzt mal näher herholen. Muss mich mal so weit strecken, das ist voll nervig. Man sieht mich ja gar nicht. So ist doch, glaube ich, besser. Ich habe ja dauernd das Teil vor der Nase. Ich baue nur Zelte auf in der Früh. Aber vermietest du echt Zelte? Da ist ordentlich Verzug im Stream, das stimmt, ja. Genau, weil der Pete antwortet jetzt und die Frage habe ich vor gefühlt 2 Minuten gestellt. Also Erdschatz, bei mir ist es so, wenn ich was einsende, also ich schicke erstmal Fotos per E-Mail und eine ungefähre Beschreibung und dann bekomme ich dann vom Denkmalamt zurück, ist okay oder bitte dringend einsenden, dann sende ich es ein und dann dauert es, wo ich zum Beispiel die keltische Münze gefunden habe, letztes Jahr, das war letztes Jahr, ja, letztes Jahr, da habe ich die dann nach einer Woche wieder zurückbekommen. Und das geht relativ schnell und zügig. Und ja, und davor, was ich weggeschickt habe, gut, das eine, das lag ewig. Das war aber ein Fehler bei denen, da haben sie sich auch entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Aber es geht eigentlich relativ zügig. Achso, ich habe jetzt gedacht, Pete, du tust wirklich Zelte vermieten. Das wäre echt geil. Das ist eine pfiffige Idee, das stimmt. Das Problem ist nur, wenn die dann alles vollspeiben und vollsauen, musst du dann alles wieder sauber machen. Also keine gute Idee. Also jetzt machen wir mal einen Test. Es ist jetzt 19:03 Uhr und ich zeige 3 Finger. Wer hat die gesehen um 19:03 Uhr? Dann sehen wir mal, wie groß die Verzögerung ist. Hey, Bubel, grüß dich. Dankeschön. Danke, das ehrt mich. Herzlichen Dank. 6 bis 7 Sekunden. Ja, das ist ja in Ordnung. Okay, also ich glaube auch, dass wir von den Antworten, also ich merke das auch, wenn ich irgendwas sage, bis dann eine Antwort kommt, das sind für mich auch gefühlt 1 Minute. Warum auch immer das so ist, dass so eine Verzögerung drin ist, aber lassen wir uns da doch nicht stören. Normalerweise ist es nicht so beim Livestream, aber das soll uns total egal sein. Mich stört es nicht. Wir kriegen das, denke ich mal, so mit und hören und sehen uns und passt. Ja, aber ich sehe es ja selber. Also ich sehe ja das im OBS Studio, also das ist so eine Software, mit der man so Livestreams machen kann. Und ich sehe es bei YouTube, sehe ich, wie die Verzögerung ist. Und das sind für mich auch gefühlt über 30, 40 Sekunden. Na, also das läuft hier deutlich besser in Bayern, muss ich echt sagen. Also zumindest da, wo ich bin, aber zum Beispiel jetzt auch, wenn ich mit dem Subterran Bayern, mit dem Olli rede oder mit dem Ricardo,
Bei denen ist es auch so, also die schicken nach München ein, ich muss nach Tierhaupten schicken. Und wenn wir zum Beispiel den Seppel nehmen als aktuelles Beispiel, der hat die Fundmeldung eingesendet plus Foto und hat auch relativ zeitnah eine Meldung bekommen. Und ich bin mir sicher, wenn er den Ring abgeben müsste, was ich jetzt nicht glaube aktuell, dass der auch den innerhalb von einer Woche oder sowas zurückbekommt. Tierhaupten, das ist so Richtung Donauwörth oder in der Ecke von Donauwörth und Entschuldigung, die Frau Dr. Zintel, die dort zuständig ist, für uns Sondler aus der Region, wo ich herkomme, die bietet einen auch immer an, magst du es abholen oder soll ich es dir zusenden? Und ich war auch persönlich schon da, weil ich das toll finde, gerade mit der Archäologie, dass man da auch persönlich den Draht aufrechterhält, dass man sich sieht. Und es ist auch sehr interessant, dort zu sein. Und da bin ich auch sehr dankbar für den Dr. Riedel hier in Ingolstadt, mein Stadtarchäologe oder unser Stadtarchäologe. Wir sind ja mehrere, der Yogi. Ich habe ihn jetzt zwar nicht mehr gelesen, weiß nicht, ob er noch da ist, der ist ja auch von hier. Und der Dr. Riedel ist da wirklich ein wunderbarer Mensch, der einem hilft und als Filter fungiert auch, wo er sagt, zeig mir deine Funde und der schaut sich das schon an, sagt Schrott, 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 interessant, Schrott, 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 interessant und dann schaut man sich die interessanten Sachen an und sagt, das soll's melden, das und was ist das und sowas finde ich einfach super. Und wenn ihr nur einen einzigen zuständige Archäologin habt, dann, boah, das ist natürlich wenig. Ja, stimmt. Mensch, danke. Das wollte ich eigentlich einleitend sagen, aber durch diese ganze Kameraverzögerungsgeschichte, herzlichen Dank an euch. Also ich freue mich. Ihr seid mitverantwortlich, dass ich über 1000 Abonnenten in der Zwischenzeit habe. Und mühselig ernährt sich das Eichhörnchen bei YouTube mit Sondelvideos. Ja, ich zeige keinen Schrott. Es gibt ja andere Kanäle, die mit Schrottfunden relativ schnell hochgeschnellt sind, weil es anscheinend mehr Leute gibt, die Schrott ausbuddeln anschauen wollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist mir auch total egal. Es ist nicht böse gemeint, was ich gerade sage, aber ich freue mich nach, ich glaube, über 4 Jahren, 4,5 Jahren die Tausender-Marke geknackt zu haben. Und das ist wirklich, ich habe mich so gefreut, weil das immer so ewig weit in der Ferne war. Und ich habe mir gedacht, boah, ob ich das jemals schaffe. Und ich freue mich. Danke an euch. Danke, Pete. Ja, also der Stream ist halt einfach, er läuft bei euch flüssig, aber er läuft zeitverzögert, weil es liegt vielleicht daran, dass ich dank der Zeitreisemaschine, die ich vorher gestartet habe, wo ich in der Vergangenheit war, um was Interessantes und Wichtiges zu erledigen, anscheinend habe ich da ein bisschen hier irgendwas, noch ein paar Ausstrahlung. Weil ihr seht es stabil, obwohl ich eine Minute schon in der Zukunft bin. Was, 1020 schon? Cool. Mega. Ja, und ich freue mich. Super Sache. Danke, danke, Erdschatz. Prost. Aber das Gute ist, die Kamera, also mir war es wichtig, dass sie einen Autofokus macht. Und es gibt ganz wenig Webcams, die einen Autofokus machen. Genau, und sie macht es. Und das war mir ganz wichtig, dass sie zum Beispiel auch so Sachen hier, das ist meine vermeintliche nicht echte Goldmünze und die Umschaltung ist relativ gut, dass der relativ schnell umschaltet, auf scharf wieder. Na komm, mach schön scharf. Brav. Nein, doch. Ah, doch, da. $19.10 jetzt. Jo, stimmt. Bei mir ist auch 19.10. Okay, dann ist es bei dir. Ja, ich sehe es jetzt gerade. Das, was ich gerade gemacht habe mit der Münze, das ist jetzt eher zu sehen, als was ich vorher gemacht habe. Okay. Ah, ja, egal. Ja, ich glänze leicht. Scheiße. Warte. Alles da. Einen Moment.
Prost. Absolut Erdschutz. Geht auch ohne Hand dahinter. Schauen wir mal. Ja, ich gebe dir recht, Ingo. Alles klar, Coin Hunter Südwest. Ich wünsche dir was, dir auch gut fand. Und wir lesen und sehen oder hören uns. Ich bin dann auch bald raus. Wie gesagt, wollte mal kurz mit euch plauschen, die Kamera mal ausprobieren, einfach mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder auch nicht. Und sieht gut aus. Also, das ist eine tolle Frage, Buwel. Was möchte ich noch erreichen? Was sind meine Ziele? Also, wo ich mit dem Hobby angefangen habe, war mein höchstes Ziel, eine Goldmünze zu finden. Und die habe ich dann gefunden. Dann war mein Ziel, einen römischen Siegelring zu finden. Den habe ich gefunden. Dann wollte ich natürlich eine keltische Münze finden, aber ein Goldschüsselchen. Ich habe eine keltische Münze gefunden, aber kein Goldschüsselchen, also so 2,5. Ein Wunsch wäre es, einen Hort zu finden von Silbermünzen oder Goldmünzen, also alten, also einen richtigen Hortfund. Sowas habe ich nämlich auch noch nicht gefunden. Das will ich mir noch wünschen. Dann, wie gesagt, ein Goldschüsselchen. Was auch cool wäre, wäre zum Beispiel ein keltisches Schwert, eine keltische Axt. Also ich habe ja, was auch toll ist, ein Urnenfelder Grab, also den halben Inhalt von dieser Urne, den habe ich gefunden. Aber da vielleicht zum Beispiel, da war auch eine Sonnenfibel in der Ecke, aber da mir fällt es gerade nicht ein, diese Armbänder, die die Kelten gemacht haben, sowas würde ich auch gern finden. Muss nicht unbedingt aus Gold sein, also eher so keltische Sachen. Ja, das hat der Ingo schon gesagt, Pete, dass bei euch die Welt irgendwie untergeht. Das stimmt, Ingo. Also genau 15-Inch-Sticker. Also wenn du das verstehst, als Beispiel, den habe ich hier liegen. Das ist einer meiner Traumfunde, die ich mir wirklich gewünscht habe, so zu finden. Das ist mein römischer Siegelring, der sich nicht scharf stellt. Machen wir das mal mit Papier. Ja, beide Seiten. Ja, machen wir das. Genau. Genau. Und das war ein Wunschfund, mein römischer Siegelring. Den wollte ich unbedingt finden. Und den habe ich gefunden und der passt mir sogar. Und das 15-Inch-Sticker ist so wirklich, wo ich sage, das ist mir noch wertvoller als eine Münze, weil die Münze liegt irgendwo in der Schublade und den Ring, den kann ich anziehen. Und das ist einfach mega. Die Goldmünze war natürlich auch mega, aber das habe ich ja gerade schon als Antwort zum Buwel gesagt. Und ein Bronzebeil, Erdschatz, ja, sowas. Also so ein Schwert wäre halt mega. So ein kleines keltisches Schwert, das wäre schon ziemlich geil. Was auch cool ist, wo wir immer noch nicht sicher sind, ob das Mittelalter, könnte auch römisch sein, das ist einfach eine Schachfigur, die ich im Bayerischen Wald gefunden habe. Nee, die habe ich nicht im Bayerischen Wald gefunden, die habe ich in Ingolstadt gefunden. Aber das war irgendwie kurz nachdem wir im Bayerischen Wald waren. Ich weiß es nicht mehr. Aber die, boah, so viel zum jetzt. Also da ist mein Archäologe sich auch nicht sicher. Und das ist einfach eine Schachfigur. Und das ist einfach ein Wahnsinnsfund, der mich so freut. Und der steht hier an meinem Arbeitszimmertisch und ich schaue mir den immer wieder an, spiele auch mit dem, weil es einfach mega geil ist. Du hast Viking Monte? Geld, oder? Wikinger Geld? Viking Money?
Okay, that's cool. Habe ich auch noch nicht gefunden. Yeah, like a Celtic sword. That would be a really great find, 15-inch digger. With gold coin, the Celtic coin, and something more bigger. Something bigger like a sword, like a bracelet, like a necklace. That would be cool from the Celtic area. Money, yeah, Monte. Okay. Ja, super, Leute. Ich würde sagen, ich pack's dann auch wieder. Das funktioniert alles mit Zeitverzögerung, wenn auch egal, aber ihr seht's und hört's mich und das finde ich eine tolle Geschichte. Und dann werde ich auch öfters mal einen Livestream machen, vor allem dann, auch wenn der Winter kommt, wo dann eh nichts mit Sonneln ist, wo man einfach dann plauschen kann. Und dann halt auch beim längeren und vor allem angekündigten Livestream, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, dass einer kommt, wo ihr dann einfach Zeit habt und das passt dann. Und das wäre echt eine geile Sache. Das stimmt, da hast du recht mit den Mooren. Also ich werde hier in Ingolstadt sowas nicht finden. Aber ich habe ein Areal, wo ich vermute, dass dort vielleicht so etwas sein könnte. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, Kronkorken. Granatsplitter habe ich vorher einen gegessen. Sehr lecker. Aber ihr findet ja auch schöne Sachen, Pete. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht nur Kronkorken und Granatsplitter. Ingo, du hast auf alle Fälle da die Krone abgeschlossen. Auf alle Fälle. Doch, das kommt schon wieder. Du musst an, du glaubst da dran und du wirst es auch. Aber es ist halt schwierig manchmal. Ich bin ja ganz froh über die Ackerflächen, weil es ist immer irgendwas drin. Auch wenn es nur ein Silberkreuz ist, es freut mich, weil es halt einfach eine Silbermünze ist und ich finde es immer geil. Ich finde was irgendjemand vor 100 Jahren, 200 Jahren oder länger einfach verloren hat, vergessen hat, absichtlich dort hingelegt hat, vergraben hat. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle eint. Dieses Gefühl, der Erste zu sein, der das wieder in der Hand hat. Und dann zu überlegen, wie zum Beispiel mit den römischen Ringen, also das flasht mich auch heute noch, wenn ich überlege, was war das für ein Mensch? War das ein cooler Mann? War das ein schlechter Mann? War das ein guter Vater, ein schlechter Vater? War es überhaupt ein Vater? Wie war der drauf? Das ist ein richtiges Kopfkino und das finde ich das Geile, was das Hobby wirklich ausmacht, dieses Kopfkino, was dann so abgeht. Und gerade wenn man was gefunden hat und noch weiter sondelt auf der Ackerfläche und dann läuft es da oben wie so ein Kinofilm, ratter, ratter, ratter und Dings voll auf, boah, kommt noch was und baust ja schon so Szenen aus und finde ich einfach super. Das ist einfach das, was das Hobby, glaube ich, massiv noch ausmacht. Ja, Ingo, ja, das stimmt, ja. Aber es ist gut, dass du den Krebs hinter dich gebracht hast, dass du jetzt mit deinem Orks unter uns sondern wieder in den Rhein unterwegs bist und Bronze, mal schauen, vielleicht kommt's ja noch. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht, es funktioniert alles und wir sehen uns dann demnächst in einem angekündigten Livestream, damit ihr da auch Bescheid wisst, weil wir hüpfen immer zwischen 10 und 16 und ich bin mir sicher, dass viele, die auch gern dabei gewesen wären, sich ärgern, dass das schon vorbei ist und beim nächsten Mal, wie gesagt, angekündigt. Es war eine kleine Testphase, es hat mich gefreut, dass ihr alle da wart. Thank you also to Denmark. This is a test, more or less, it was a test for my new camera, if this whole setup works. And the next live stream, I will have a date for the live stream so that everybody knows that a live stream will be coming up. And so I think we'll see us in the not all too distant future. Alles klar, German Coin Hunters. Auf alle Fälle, Heiko, das stimmt, ja. Also, ich wünsche euch was.
Vielleicht, wenn das Wetter morgen passt, kommt morgen noch ein Sondelvideo von mir. Ansonsten sehen und hören wir uns demnächst auf alle Fälle. Weil es geht die Zeit des Sondelns hier in Bayern auch wieder weiter. Es ist schön, dass ihr alle da wart. Danke an euch. Ein großes Servus und bis bald. Euer Peso. Also haut's rein. And greetings to Denmark. Bye bye. Tschüss, wie der Heiko immer sagt. Tschüss. See you und Servus.